Et freut mich geschaut op eiser Sendung vum Daverding 03 Channel ze begrüßen. Mir bieten ihr schaut en flotten Programme an dat ugefangen mat der Generalversammlung. Und da geht es weiter mit den sportlichen Interviewen, unter anderem mam Trainer den Marc Thomé und Spieler den Tom Siebenaler und den Jordan Yeye. Heute an dieser Sendung schwätzen wir auch über den Damenfußball. Und da will ich mich noch daran erinnern an den internationalen, renommierten Juventus-Camp. Wir gucken uns das mal an. Viel Spaß beim Gucken. Für uns zu fangen, weisen wir ein paar Bilder von der Generalversammlung. Voilà, die Damen, die Herren, ich mache einen kleinen Rückblick als Introduktion für als Assemblée Générale annuell. Kleinen Rückblick auf die Saison 2013-2014, die sich relativ an den Palmares kann weisen. Wenn ich ein bisschen zurückgucke, Championat, die haben mir auf der dritten Platz aufgeschlossen und automatisch ein Ticket gekriegt für die Europa League zu spielen. Eine Qualifikation mit Kiest und Koch, das war Hai, Coupe de Luxembourg, die für uns steht. Ich meine, wir kennen die, das ist ein Pott. Ja, Jungen, guckt euch so gut an. Ich hoffe, dass die auch nach weiter bringen als die für den. Saison 2014, 2015, die wir auch am Rückblick, ich meine, die ersten 6 Monate geguckt haben, sind wir mit großen Ambitionen herangegangen. Die Ambitionen sind auch immer da. Wir haben für alle mal einen Trainerwechsel gehabt. Den Herrn Floschmann ist nicht mehr verlängert worden. Wir haben einen neuen Trainer gekriegt, den Herrn Marc Thomé. Den Kader haben wir praktisch gehalten. Wir haben die 22 Spieler, wir haben praktisch keine Spieler verloren. Wir haben just Jeremy Villemar am Juni beigekriegt. An der Wanderpause haben wir den Jordan Yeye, den wir von Virtan verpflichtet. Ich meine, das Motto, den haben wir schon jahrelang, wo wir so eine Kontinuität, und das ist wichtig, das ist ein Argument, den wir uns noch dabei verkaufen können. Da tun nicht viele Vereine hier an der BGLs League mit einer bestimmten Kontinuität, und die wollen wir auch weiterführen. Wir leben in dem Gruppe Zukunft. Zukunft gehört zum FC Daverding. Ich meine, wir haben relativ schon früh angefangen an der Kommission Technik mit Verlängerungen von verschiedenen Spielern. Da komme ich auf das zurück, weil ich wieder gesagt habe, Kontinuität. Wir haben auch Jungspieler abgeholt, die nach Haut am Kader sind. Aber wir werden auch probieren, und ich meine, das sieht auch heute, eine Party von jungen Spielern vom FC Daverding, die wir an den Kader wollen rabbringen. Leider, und das will ich eine Parenthese aufmachen, ist nicht immer so evident. Wir haben 3 Spieler, respektive 2 von 17 und 1 von 20, den einen Kontrakt angeboten gekriegt wird. Mit 3 davon werden nicht für den FC Daverding wahrscheinlich spielen. Für was? Das ist eben Mentalität. Sie haben einen Kontrakt geboten gekriegt, denke ich betone, 17 Jahre, noch nie eine Equipe gespielt, sie kriegen fix, sie kriegen Primen, wenn sie dabei sind. Sie kriegen andere Sachen, und da gehen sie an einen anderen Verein für vielleicht 100 oder 200 Euro mehr. Also wir buchen und wir schaffen halt für die Schulen, für das der mal auf dem Steckdoor spielt. Wir die muss doch füllen. Wir leben in unserer Equipe, wir leben in unserem Staff, Technik. Ich meine, das ist eine große Organisation. Wir haben noch relativ viel investiert an den Club, nicht nur finanziell, aber auch Zeitaufwand, Moral, Unterstützung. Das wären wir auch nicht urwen, wo wir stehen. Das ist eine relativ große Entreprise, ein FC Daverding. Es geht aber mehr groß, und wir haben noch Schiffern gehört von den Kanner, die wir hier haben. Das ist impressionant, wie ist das über dem Kopf. Wir haben alles am Griff, das ist das wichtig. Und es sind noch überzeugt,
dass man Zukunft sowie Vergangenheit, Zukunft am ginge Bereich mat viel Succès an der könne viel Schemomente, Flotmomente hai dem Stadium respektiv hai bei der Gemeng könne feiern. Beim FCD für den 03 laien d'Objektiver nach ziemlich scheich, an dat gesi mir lo am Interview tschen dem Trainer de Marc Thomé an de Carlo Miller. Et geht loserlös op Lin d'Arrivé fir de Championat an fir op Kupp zou. Dat heescht losing Spieler weiter nach motivieren, Marc Thomé, wie Mäder dat? Ja, ich meine, das ist einfach immer wann dem Frühjahr geht, April, Mai, du fallen Entscheidungen, alles was bis war, das zählt nicht. Lo sind die letzten Matcher, die nun Cup steht, login Preise verdeelt an Spieler wissen. Das heißt, lo geht drin besser, du baust, was lo zählt, als für die letzten Matcher konzentriert zu sein. Wir müssen an die Coupe d'Europe kommen, wir werden noch dran kommen. Und an der Coupe haben wir auch noch ein wichtiges Parcours, aber du musst noch immer ein bisschen Chance haben, die hat die Verdinge an der Letzte. Ich gebe mengen, alle Spieler wissen, im Wetter das geht. Und du brauchst nicht viel zu motivieren. Nach ein Preis gehen immer am April an der Mai verdeelt an hoffentlich schon mehr Armeen. Sportlich geht es weiter mit Tom Siebenaler, den Tom, der 1990 geboren ist und am Jahr 2009 vom CS Grevemacher zum FCD für den 03 gewechselt wird, als auch ein Spieler, den am Kader vom FCD für den 03 nicht bewäscht zu denken ist. Wer ist denn Tom Siebenaler zum Fußballspielen gekommen? Ja, das hat relativ früh angefangen, mit 7 Jahren. Hatte ich zum Wunder angefangen, mehr Schritt. Ich hatte schon trainiert, kein Match gemacht. Und dann hatte ich Pause gemacht. Und ich bin noch Römmäsche gewesen mit den Jahren. Und dann war es relativ schnell gegangen, Römmäschen, dann noch Nationalequipe und dann noch Macher gegangen und dann sind Schreider. Was für eine Voraussetzung muss ich dann haben, für einen guten Fußballspieler zu gehen? Ja, ich finde, muss ich ein bisschen Talent mitbringen und dann muss ich noch den Ehrgeiz mitbringen. Ich meine, das Wichtigste muss im Land, dass ich nicht keine Lust mehr zu kriegen am Fußball, muss ich immer weiter sich schaffen und dann geht es mir auch vom selber. Ja. Von den Tom Silo selber analysieren, wo gibt es den Stärken, Ratstechen, wo gibt es den Schwächen, die muss verbessern? Ja, ich glaube, mit meiner Statur bin ich relativ körperstark für einen Verteidiger. Ja, Zweikampffallen ist auch okay. Und dann, ja, wo ich mich verbessern, also bitte halt Vitesse, die ich letztes Jahr ein bisschen verloren. Und ja, mein Ball ist auch noch immer verbesserungsfähig. Dann haben wir den Marc Thomé auch gefragt, was zum Spieler Tom Siebenaler sieht als Mensch und als Spieler. Man fängt mal für dich beim Spiel an. Tom hat am Anfang nicht immer gespielt. Er hat nicht gehen im Training, bis er in der Equipe war. An dem Moment, dass den Tom nicht aus der Equipe rauszudenken. Was man nachher fällt, den Tom als von den wenigen Lieder, wo man an der Equipe und probiert, die Equipe zu feiern. Und das ist immens wichtig. Mit dem Tom kannst du an den Krieg gehen. Du spielst auch Center der Saison 2009 als CD-Verding verlängert. Was hat dich dazu bewegt? Ja, wie ich auch zum Präsident gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, in einem anderen Verein an der Bescheid zu spielen. Ich meine, bin eine gute Equipe, das die nächsten 2-3 Jahre, wo es geht, für einen Champions-Titel mit halb Defting zu bringen. Und dann, ja, ich gesehen, als Equipe wirklich an einer guten Position. Als Equipe steht dafür in einer schwierigen Aufgabe im Championat an der Coupe. Da lädt wahrscheinlich viel Druck auf der Schüler. Wie meistert er das? Ja, ich meine, wir müssen am Brett am Kopf sein. Das ist immens wichtig, dass wir da mental auf Form sind. Spielerisch ist es auch wichtig, die letzten 2 Monate richtig Gas zu gehen. Konditionell sind wir top. Also es ist wirklich ein Training zu weisen, dass wir die nächsten Monate bereit sind.
Kann den Trainer oder den Spielerkolleg engem Momol ennner Därm gräfe, wann du in den Nervekostüm geht? Ja, ich meine, mir genug Spieler, die genug experimentiert sind für den Jungen oder die nicht so viel Druck hatten für den Term zu tun, das ist ganz klar. Spontan lo jo dann neen, packt er den Titel, aber in dat Kupp op déi verdeng. Von den sehr sicher Mattuellen und den Titel, dass als Bonus ich hoffe, dass man den Champions-Titel mal dabei bringen. Ja. Was sind dem Tom sing Zieler, die en am FCD verding 03 nach eng nächst Zeit gerne giwer rechen? Ja, ich will mich weit etablieren, dass ich richtig Stammspieler bin. Ja, und dann natürlich so viele Titel wie möglich zu bringen und dann noch nächstes Jahr, wenn wir Europa spielen, dass wir da auch eine gute Rolle spielen. Du 2011 einmal an der Nationalequipe gespielt, Dono stand er nicht mehr Bau. Geef der dat nach irgendwie gerne enkeier Rëmmuelen? Ja, das richtig hat ja am Anfang all Jugend mat der Nationalkipp verbrucht. Lächt Joer war mir dabei, ich schrieb mich natürlich freien fir Grof zu geben, das mir an wie gesagt etablieren als Stammspieler und dann eng Lichtung aufbringen. Geht an eier Freizeit Lerner Matscher gucken? Ja, ich war zum Beispiel de Wiegent vu Freiheit war Europromotion gucken, da gin Joch zu Bruder gucken. Ich schon gerne Lützburg Fußball gucken, noch für die Kollegen und ja, für auch ein anderes Niveau zu gesehen. Neben dem Fußball, was steht da noch alles in so einem Programm? Ja, schon natürlich meine Freizeit mit Kollegen und dann schaffen das natürlich und dann ja, so viel Spaß im Leben, so wie es geht. Du kennst ja viele junge Menschen, die für den Fernseher oder der Playstation so vorzu kicken. Als der doch ein Weg für sich fit zu halten, aber was hält den Tom von ihm? Ja, das ist eine gute Solution für sich zu halten. Ich meine, das bisschen mit Spaß verbunden. Ich glaube, dass kein Druck da hat. Das ist dafür, wie gesagt, für mit Spaß verbunden, für Zeit zu kriegen. Und ja, klar, die sich auch abs dabei. Was sagt denn Tom Siebenaler zum Damenfußball? Ja, mittlerweile hat die letzten Jahre, wenn ich so guckt, gut evaluiert. Ich meine, wenn ihr dort Matcher guckt und höchstes Niveau, das wirklich schon nicht schlecht nur zu gucken. Und ich glaube, dass das schon mal noch besser evaluiert. Und auf dieses Sujet gehen wir noch später hin am Dan Bettmer an. Ennner dese Nimm vum Sponsor a Poolsponsor sieht den FCD für den 03 ganz große Merci. Während der Wanderpaus huet den FCD für den 03 sech verstärkt an dat mam Spieler Jordan Yeye. De Jordan Yeye, die 1988 am Frankreich geboren ass, an de Wee iwwer den Stade de Reims an Wirter zum FCD für den 03 fand huet. An am Interview wollten Carlo Miller wissen, fir wat den Jordan seg Prioritäten FCD für den 03 gin huet. Wir gucken à Stade Moulin. Je choisis le FC du Ferdange parce que c'est un club assez ambitieux, Luxembourg, un des meilleurs clubs du Luxembourg et qui joue chaque année la Coupe d'Europe. Donc pour moi, c'était un bon objectif. Quelle ambition vous apportez pour jouer ici? L'ambition, ça serait de finir champion, vu que si je me souviens bien, le FC du Ferdange n'a jamais été champion au Luxembourg. Après, voilà, essayer de gagner la coupe du Luxembourg aussi, mais surtout le championnat, c'est le plus important.
Votre objectif personnel? Mon objectif personnel, j'en ai pas réellement. Après, je dirais avoir le plus de stats possible, finir champion, essayer d'aller le plus loin en Coupe d'Europe et pourquoi pas essayer de se faire repérer peut-être lors de ces matchs, mais sinon, juste ça. Vous pensez que vos qualités en tant que joueur vont bien s'adapter au jeu du FCD? J'espère. Après, voilà, je sais qu'ici, ils ont besoin de joueurs offensifs qui apportent beaucoup offensivement, de la percussion, des dribbles. C'est un peu mon style de jeu, donc je pense que ça peut plaire au jeu de Differdange. Pourriez-vous nous citer vos premières impressions du club des joueurs et de l'entraînement vis-à-vis de vos anciens clubs? Les joueurs, ils m'ont bien. J'ai eu une bonne adaptation ici. Donc voilà, je suis arrivé lors du premier match, tout le monde m'a accueilli les bras ouverts. Donc déjà par rapport à ça, je me suis senti bien. Ensuite, au niveau des entraînements, c'est à peu près pareil, sauf qu'ici on fait un peu plus de ballon avec Monsieur Thomé, avec le coach. Et puis sinon, ça change pas trop. C'est à peu près la même philosophie de jeu qu'auparavant. Für 3 Joer ass den FCD fir deng 03 och an den Dammmen an Medechers Fußball raggeklommen. Hei ass na alles am Opbau an de Koordinator sportiv den Dan Bettmar huet sech eng Fried gemat eis e pu interessant Detailer ze ginn. Wie kucken eis dat Molun. Wie seiten Dan Bettmar den Dammefußball zu Lützeburg? Ja, den Dammefußballer seit Joren ass am gang sech ze entwickle. Meet bleif nach immer klengt Steefkant. Könnt dann awer bisse vu Suse schwätzen? Ja, wann e gesäit ass en medescher materischer Ausstellung op en Terra krit kann en bësse vu Suse schwätzen. Mei dats nach an de Kanner schon. Well huetrecht Teil fir hun 3 Joer ugefangen, wo den Damme Fußball, dat is mat 4 Ekipp an Dammenekipp ugefangen huet. Wann den an Mederschm Terra huet, wär muss in der Mer wie se kën ziwerzegen, dats op beim Fußball bleiwen. Ma sie muss genau dieselbe Darstellung wie d Junge. Sie wëlle jo selvech behandelt gin, also muss sie dieselvecht Ausstellung matbringen. Dat ihre Sport gre machen an serieux trainieren. Le Tavelin fir un 2 Joer se Championat déi Fi organiséiert. Ass dat interessant fir na aner Medercher ken nun ze zeien. Ja, well Medescher dobäisinn, die wo net wëlle bei de Bowe spielen. Dat zwar schuet, wo se do bis 13 Joer meeschte beileieren. Wëll se dat net machen, do fir Getawelfin eng Meigkeet fir just ënner Medescher ze spielen. Kënne dann doch schon e bësse Suse vermellen? Ja, wann en d'Evoluioun gesäit vun en Joke Medescher die wo vun 10 Jo Fußballspiele wie vun den anderen, die wo mat 17 Ugeich dofänken, do gesäit den grössen ënnerscheet. Als Trainer bei de Medercher, dort jo bei de Jungen se Di gigen Seichter verstunn ass, bei de Mederch net vill Zicke géint de Männer so. Nee, am Fongol sinn se mi rouech wann se trainéieren oder wann se spille, méi dats dat firdroun an der no sinn se eben nänecht. Dat ass normal, dats am Liewen net dänecht. Dats man a pu Spielerinnen ze Wuet kommen. Wie ken de Mädchen se zum Fußball spielen? Also ech persinnlich sinn zum Fußball kom, weil mein Bruder hin net och Fußball gespielt, wo klang war an si mat och mat den Jungen aus Bennger City opgewust Jo immer Fußball gespielt hun an dun stich an den Fußball zu goen. An dann bei de Fienten wat ze nach mi Jongmedercher sinn weber Süder zu kommen. Ech nëmmer an der Schëll am Scholl aufgespielt an du sinn ëmmer déi Kipp gekommen am engem Pap an wo scheieren hun ass eng Dammenekipp opgemag gef ginn, war schon interesseiert. Wat en Ziele Süder fir hun Ären? Ech schon ein Ziel no weiter hin mat den Dammen ze spielen an net opzahlen. Ja joch also fir noch lang Jore weiterspielen och hoffentlich halb beim FCD verding mat der Dammenekipp, weil ich se rich zufrieden ha. Ass der Kind zuviel geféierlech spiel fir e Mädchen. Nee, ich empfang net dass de Mädchen muss net brav sinn, also kann ich noch normal spielen, also ich fand net. Das awer noch immer normale Fußball, also wie bei den Jungen, vielleicht bei den Mädchen bisschen mi kalm, verschieden Gewerbe immer gemackert, méi sawer immer schön spielen. Kein Angst hun enger Verletzung. Nee, empfang net das Fußball, ich mein, einst du bist verletzt, méi ist normal. Also ich hat schon eng Verletzung, méi Angst net, weil ja das Fußball
Wat seet an de Freund oder Freundinnen dort zo? E Freund hunn ich net, méi még Freundinnen an még Kolleggen och még Familien unterstützen mech dran schon seit 11 Joer an dat friet mech och. Wa mé auch also all még Fren an Freundinnen sind all 100 ma még Familie an mein Papa unterstützt mech immer dabei. Ja. Wir wollten ich auch nach ein Kei und einem renommierten internationalen Juventus-Camp erinnern, den sich vom 13. bis den 17. April 2015 hier auf einem Deverdinger Stadion aufspielt. Es war mir ein Fried, euch durch die Sendung können zu begleiten. Und am Namen von Deverding 03 Channel soll ich euch ein großes Merci für das Nachgucken. Gehen euch Rendezvous für die nächste Emission, die der 7. Mai ist. Hoffen, dass wir als Heieren gesehen, Adi bis geschwind.